Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ich habe mich sehr gefreut, wieder mal auf Silbern zu kommen. Ich bin auch gerade ein bisschen überrascht, als ich da ins Feier gekommen bin, wie viele schöne Sachen es da gegeben hat. Als ich das letzte Mal da war, war das alles noch nicht. Ich kann also glücklich schätzen, wir haben wirklich ein sehr schönes Feier. Ganz herzlich willkommen auch alle, die über das Livestream mit uns verbunden sind. Schön bist du dabei. Ja, Jesus hat angefangen, öffentlich zu predigen, zu lehren. Seine Worte sind vollmächtig gewesen. Seine Botschaft unwiderstehlich. Und die Nachricht von ihm hat sich so wie ein Lauffeuer verbreitet. Scharen von Menschen sind ihm gefolgt, haben ihn hören, haben ihn berühren, haben vielleicht auch ein Wunder erleben. Und ich meine, wie hätte da jeder Pastor reagiert? Wie hätte auch ich reagiert? Hey, da müssen wir möglichst viel Kapazität schaffen. Machen wir noch einen Gottesdienst mehr, machen wir noch das Livestreaming, dass möglichst viel hören können. Was hat Jesus gemacht? Wir schauen hier ins Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 35 bis 38. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Doch er entgegnete: Wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also der Simon Petrus, er kommt und sagt: Hey, die Menschenmenge wartet, komm, du musst jetzt predigen gehen. Und er sagt: Hey, stopp, wir müssen weiterziehen, ich habe einen Auftrag. Und eigentlich die Erwartungen, die die Menschen, die seine Nächsten hatten, hat Jesus nicht erfüllt, er hat sie überrascht. Und um das geht es in dieser Predigtserie, wo wir drin sind, von Jesus überrascht. Und ich möchte dich heute fragen, vielleicht kennst du Jesus gar noch nicht so. Du hast vielleicht schon Sachen gehört, hast vielleicht schon gewisse, sagen wir mal, Vorurteile. Bist du bereit, dich von Jesus überraschen zu lassen? Ich möchte aber auch die fragen, die vielleicht schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind, die schon viel von ihm wissen, die schon viel mit ihm erlebt haben. Bist du trotzdem noch bereit, dass er dich überraschen kann? Dass du ihn noch auf neue Art, auf eine frische Art auch kennenlernen kannst. Ich möchte Jesus wirklich immer wieder eine Chance geben, dass er mich überraschen kann, dass ich auch Sachen, die ich gedacht habe, kann über Bord werfen kann, um ihn einfach noch besser kennenzulernen. Ja, obwohl Jesus nicht primär die Masse sucht, strömen sie gleich einfach zu ihm. Und die einen eben, wenn sie seine Predigten hören, andere wollen sicher einfach auch ein Wunder erleben, sie brauchen vielleicht Heilung, was auch immer, wieso dass sie kommen in grossen Scharen und sie kommen auch in grosser Erwartung. Wir werden heute eine Begebenheit anschauen und darin werden wir ein ganz wichtiges Prinzip entdecken. Und zwar, Jesus liebt uns so sehr, dass er nicht primär einfach unsere Wünsche erfüllt, sondern dass er uns eine Begegnung mit ihm schenkt und dass er unser Herz möchte verändern. Und in dem Sinn übertrifft er auch unsere grössten Erwartungen. Willst du, dass dein Herz verändert werden kann? Ja, lassen wir uns einsteigen in die Geschichte in Markus 2 und eben, lassen uns offen sein, dass Jesus uns da drin überraschen kann. Es ist eine Geschichte, die vielleicht gerade die schon im Kigo sind und so schon x-mal gehört haben, aber ich glaube, es hat Überraschungen in dieser Geschichte, die wir vielleicht so noch gar nie gesehen haben vorne. Markus 2, Vers 1 bis 5. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Im Kapitel 1 hat Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt, dann sind ganz viele Menschen gekommen, in dem Haus war er offensichtlich damals gewesen, dann ist er eben weggegangen und ist jetzt da wahrscheinlich wieder zurück in dem Haus. Und dann heißt es, und er verkündete ihnen Gottes Wort.
Da kamen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Also, die haben noch keine Corona- und Abstandsregeln gehabt. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, was für eine dramatische Szene. Wir müssen uns das mal vorstellen. Wenn es aber so plötzlich anfangen zu rosen an der Decke, noch mehr als der Regen, der da ein bisschen runterprasselt, dann müssen wir so ein bisschen mal Staub runtertröpfeln und so. Und dann plötzlich sehen wir den Himmel und nachher wird jemand runtergelassen. Also ich wäre auf jeden Fall sehr erstaunt, wenn nicht sprachlos. Und diese Szene ereignet sich da. Ja, was haben die Männer wollen, die Freunde von dem Mann? Das war eigentlich offensichtlich. Sie wollen, dass er geheilt wird. Aber Jesus scheint das zuerst irgendwie gar nicht so zu begreifen. Weil anstatt das Offensichtliche zu sagen, hey, steh auf, bist geheilt, sagt er ihm: Hey, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, wenn der Gelähmte in der heutigen Zeit geglaubt hätte, würde er sagen, danke vielmals. Ich weiß nicht so genau, was ich mit dem anfangen soll. Siehst du nicht? Ich habe, glaube ich, ein dringendere Problem. Könntest du mich vielleicht heilen? Doch Jesus, er hat etwas gewusst, wo der Kranke, wo auch seine Freunde nicht gewusst haben. Dass es nämlich ein viel grösseres Problem gibt als der Gesundheitszustand. Jesus sagt ihm: Hey, ja, ich verstehe deine Probleme, aber bitte verstehe, das Hauptproblem von einem Menschen ist nie sein Leiden, sondern es ist seine Sünde. Das Hauptproblem von einem Menschen ist nie irgendwie der Umstand und Leiden, die durch die Umstände hervorgerufen werden. Es ist immer die Sünde, was das Hauptproblem ist. Stößt dich die Antwort ein bisschen vor den Kopf? Stell dir vor, jemand sagt zu dir: Hey, das Hauptproblem von dir ist nicht, was dir alles passiert ist, was Menschen dir gemacht haben, sondern wie du darauf reagiert hast. Wenn dich das motiviert, lebst du nicht in einer Opfermentalität. Dann sagst du: Hey, ich kann nicht alles beeinflussen, aber das, was ich beeinflussen kann, das möchte ich, für das übernehme ich Verantwortung. Wenn die Bibel von Sünde redet, dann redet sie nicht nur irgendwie von Stellen, Lügen, falsche Lust und weiss ich was. Sie redet auch nicht nur eben von falschen Reaktionen auf Sachen, die uns passieren. Sünde, viel umfassender verstanden, ist, dass ich in dieser Welt, wo Gott gelebt hat, wo Gott geschaffen hat, dass ich nicht mit ihm gelebt habe. Dass ich nicht nach ihm gefragt habe. Dass ich schlussendlich eigentlich sage, ist ja schön und gut, Gott, aber ich möchte gefälligst mein eigenes Leben leben. Ich möchte selber bestimmen. Die Rebellion, das ist eigentlich die umfassendste Sünde. Und es ist auch nicht irgendwie eine moderne Zeiterscheinung, dass das erst irgendwie in der heutigen Zeit so wäre. Der Mensch war schon immer so gewesen, und darum berichtet die Bibel auch schon im Römer 3, 10 und 11 darüber. Keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Keiner fragt nach Gott. Genau das ist schlussendlich unser grösstes Problem. Und darum hat Jesus gewusst, ich muss in die Tiefe gehen. Ich muss in die Tiefe gehen. Und Jesus konfrontiert so den Gelähmten eben mit seinem Hauptproblem. Er sagt: Hey, du kommst zu mir und bittest mich, deinen Körper zu heilen. Aber du gehst nicht genug tief. Du kennst eigentlich die Sehnsucht von deinem Herz viel zu wenig. Ich meine, es ist voll nachvollziehbar. Wer gelähmt ist, der möchte doch mit jeder Faser von seinem Körper wieder laufen können wie alle anderen. Das können wir überhaupt nicht verurteilen, ist absolut normal. Und es ist für uns, glaube ich, auch voll nachvollziehbar, dass er wahrscheinlich in seinem Herz denkt: Wenn ich nur könnte laufen, dann wäre alles gut. Wenn ich nur laufen könnte, dann wäre alles gut. Aber Jesus hat schon gewusst, dass das nicht der Fall sein wird. Ja, wenn er ihn heilen würde, natürlich ist das mega cool. Und ich meine, es war noch eine Zeit, wo es noch kein Behindertengleichstellungsgesetz gegeben hat oder so. Also, der ist auf jeden Fall am Rand der Gesellschaft gewesen, hat eine riesige Einschränkung gehabt durch sein Gelähmtsein.
Aber nach einer Woche, nach 2 Wochen, nach 4 Monaten, sagen wir, spätestens nach einem Jahr, wird er sich auch an das gewöhnt haben. Und das Leben wird nicht einfach sein, dass nachher alles gut ist. Die tiefste Sehnsucht im Herz ist auch nicht gestillt, wenn er laufen kann. Weil die Unzufriedenheit in unserem Herz, die geht viel tiefer, als dass es etwas ist, das äußerlich ist. Kennen wir das nicht auch alle in einer oder anderen Form? Auch als Menschen, die sogar schon Vergebung von Jesus empfangen haben. Du bist arbeitslos. Wenn ich nur einen Job hätte, dann wäre ich wieder glücklich. Und eben auch, du leidest wirklich an einer Krankheit, die dich sehr einschränkt, wo du vielleicht eine Diagnose hast, unheilbar. Das heißt, wenn ich nur geheilt wäre, dann. Wenn Gott nur das Gebet endlich hören. Ob es um beruflichen Erfolg geht, vielleicht eine bestimmte Beziehung, die du dir wünschst, ein Kinderwunsch, es gibt ja ganz viele Sachen, die wir einsetzen können. Aber wenn wir an dem Punkt sind, dass wir sagen müssen, wenn ich nur das bekomme, dann sind wir auf einem sehr gefährlichen Pfad. Wir machen eigentlich schlussendlich den Wunsch ein Stück weit zu unserem Erlöser. Wir krallen uns an einem Wunsch fest und sagen, wenn ich das bekomme, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich. Wir würden es nie so ausdrücken, dass unser Wunsch unser Erlöser ist, aber man muss mal darüber nachdenken. Es hat nämlich wirklich etwas. Und wie man sich festkrallen kann, für das habe ich ein kurzes Beispiel mitgebracht. Wir sehen einen Videoclip. Haben Sie sicher auch schon gehört von diesen Affenfallen, das funktioniert tatsächlich, dass sie für irgendetwas ins Loch hineingreifen, die Faust machen und sich so festkrallen, dass sie nicht mehr loslassen. Und wir denken vielleicht schnell mal, ja, die Affen sind ein bisschen blöde Tiere irgendwie, dass sie sich so fangen lassen. Aber wenn wir vielleicht ganz ehrlich sind, wenn wir sagen, gibt es nicht eine Sache in unserem Leben, wo wir uns so festkrallen, uns so versteifen, ich muss jetzt das haben, wenn, dann, was wir eigentlich genau sind, wie so ein Affe. Erfüllt sich denn der Wunsch nie richtig? Sind wir irgendwie wütig, unglücklich, leer? Aber was passiert, wenn es sich dann doch erfüllt? Wir fühlen uns noch leerer, noch unglücklicher, weil wir haben schlussendlich den tiefsten Wunsch pervertiert. Wir haben so viele Hoffnungen reingesetzt, dann haben wir es bekommen und gemerkt, es gibt mir gar nicht das, was ich mir davor erhofft habe. Und durch das geht der Schuss voll hinten raus. Und ich möchte das auch noch fragen, kennst du es auch, die Gedankenmuster? Wenn ich das habe, wenn ich da durch bin, wenn das endlich anders ist, dann kann es sein, dass wir so eigentlich Gefangene sind von unseren eigenen Wünschen. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Dass wir auch so loslassen können, wie schlussendlich dann der Affe, der da vom Buben gekrallt worden ist, dann hat können loslassen. Jesus, er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus sagt, wenn du mich hast, will ich dir Erfüllung schenken. Und wenn du mich enttäuschst, will ich dir immer noch vergeben. Du kannst nichts machen, um dich zu trennen von mir. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu.
und er kann sich selber nicht verleugnen. Jesus gibt so eine grosse Fülle, die so unabhängig ist von allem anderen, von allen Wünschen. Und so Wünsche können dann eine grosse Bereicherung sein. Aber die Frage ist die Hauptsache zuerst gestellt? Aber ich merke selber, es ist so schwer, das immer wieder zu begreifen. Weil wir Menschen sind doch gerade so, wir wenden uns ja Gott zu, weil wir irgendwo Probleme haben, weil wir ihn brauchen, dass er irgendwo uns hilft. Aber wir finden schlussendlich eben das Heil und Glück nicht in dem, dass Gott uns nur Probleme löst, sondern nur, wenn wir wirklich Jesus an die Tiefe von unserem Herz anlassen. Wir müssen lernen, dass er wirklich unser einziger und alleiniger Erlöser ist und der ist, der unser Herz füllt. Und du kannst dich ganz einfach überprüfen, wie es um dich steht. Bist du fasziniert einfach von Jesus, von dem, wie er ist? Stellst du dir nur vor, was Jesus alles noch dir geben könnte, was er noch machen könnte und so? Oder kannst du einfach auch dich an Jesus als Person erfreuen? Wenn ich sogar jogge, das ist für mich so ein Moment, wo meine Gedanken so ein bisschen am freiesten sind, wo sie einfach so auf Wanderschaft gehen können. Und das kann sehr schön und entspannend sein, aber es kann auch gefährlich sein. Und wenn ich mich da ein bisschen reflektiere, sehe ich genau das, zum Beispiel, dass ich irgendwelche materiellen Wünsche anfange zu bewegen. Und dann denke ich, okay, wenn ich das hätte, dann... Und am Anfang habe ich gedacht, ja, wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Und schon in den Gedanken fängt es an, dass dann gerade schon das Nächste muss folgen. Also ich kann es gerade selber beweisen in meinen Gedanken, dass es nicht so wird sein, dass ich mich glücklich fühlen werde. Und ich bin zum Teil erschrocken, wie wenig ich zum Beispiel da einfach über Jesus mal nachdenke. Wie stark, dass mein Herz von anderem erfüllt ist. Aber wenn wir das machen, und ich probiere das immer wieder auch einzubauen, das erfüllt mich so anders, als wenn ich über andere Sachen nachdenke. Du kannst dich fragen, wenn du mit anderen Menschen am Reden bist, gibt es einfach einmal Gespräche über Jesus. Ich weiss nicht, vielleicht das Gefühl, das ist so mega fromm oder so. Aber ich meine, wenn es uns wirklich erfüllt, diese Sachen werden irgendwann auch zum Maul rauskommen. Und wir sehen eben, es geht wirklich in die Tiefe. Mein Gedankenleben, alles, das ist schlussendlich nicht nur eine Frage, ist mir vergeben, sondern es ist auch eine Frage von meiner Identität. Als wer sehe ich mich? Und darum muss Jesus nicht nur tief gehen, er muss noch tiefer gehen. Und wir werden hier weiterlesen, wie die Geschichte sich fortsetzt. Ich lese nochmal den Vers 5. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Die Schriftgelehrten, das ist die fromme Elite zur damaligen Zeit. Und in dieser Geschichte leitet sich Jesus das erste Mal so richtig mit ihnen an. Sie denken, er ist ein Gotteslästerer, weil nur Gott kann Sünden vergeben. Und sie haben mit dem absolut recht. Nur Gott kann Sünden wirklich vergeben, weil wir haben ja schlussendlich auch gegen Gott gesündigt, weil wir nicht nach ihm gefragt haben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Das ist eine spannende Frage, die Jesus da den Schriftgelehrten stellt. Was ist einfacher? Zu dem sagen, du bist geheilt oder dir sind Sünden vergeben? Auf den ersten Blick scheint es eine einfache Antwort zu geben. Hey, jeder kann behaupten, dir sind Sünden vergeben. Das ist ja gar nicht überprüfbar.
Aber sagen, du bist jetzt geheilt, gerade bei einem Gelähmten, das ist für jeden offensichtlich überprüfbar. Kann er jetzt laufen oder kann er nicht laufen? Wenn wir aber ein bisschen mehr darüber nachdenken, kann uns die Frage doch auch noch ins Grübeln bringen. Es hat nämlich mehr als eine Antwort. Jesus sagt auch, hey meine Freunde, die Vergebung von der Sünde zu bewirken, ist unendlich schwerer. Ihr denkt, das ist einfach jetzt schnell ein Wort gesagt, aber schlussendlich hat das Jesus alles gekostet, um unser Erlöser zu werden. Jeder Wundertäter kann sagen, stand auf. Aber ein Erlöser, Jesus, er hat für die Vergebung der Menschheit sein eigenes Leben lassen. Natürlich, Jesus hat die Macht, den Körper vom Gelähmten zu heilen. So wie er heute die Macht hat, uns jeden Wunsch, den wir uns nur erdenken können, sofort zu erfüllen. Da habe ich gar keinen Zweifel. Und die Bibel ist auch sehr klar, dass Gott wirklich all die Macht hat. Er kann uns die Beförderung geben, er kann uns die Liebe geben, er kann uns die Heilung geben. Alles kein Problem. Aber die Frage ist, ob er uns einen Gefallen tut damit. Jesus weiß, dass das nicht genug tief gehen würde. Er weiß, dass wir jemanden brauchen, der uns schlussendlich von unserer ganzen Ich-Bezogenheit befreit. Also jemand, der uns von unserem Ego befreit, der uns die Sünden vergibt, damit wirklich unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllt sind. Und wenn das der Fall ist, dann können wir uns auch allen anderen Wünschen, die wir noch haben, auch erfreuen. Aber sie sind dann mehr eine Dekoration von unserem Leben und sie sind nicht der Erlöser von unserem Leben. Und wenn Jesus das tun kann in unserem Leben, dann erfüllt er unsere grössten Erwartungen. Weil wenn jeder von uns möchte glücklich und zufrieden sein. Und zwar zutiefst in ihm. Und wenn uns Jesus so eine neue Identität geben kann, dann sind wir eben nicht mehr Gelähmte, Kranke, Arme, Einsame, Arbeitslose. Du kannst einsetzen, was immer du möchtest. Wir sind nicht irgendwie Mann, Frau, du kannst auch eine sexuelle Orientierung und alles, was eine neue Identität geben kann, kannst du einsetzen. Nein, dann können wir sagen, wir sind ein Kind von Gott. Dann ist das die Identität, die uns am meisten ausmacht. Und es sind in dieser Geschichte nur 2 Wörter, aber so entscheidende. Jesus sagt zum Gelähmten, mein Sohn. Und genau für das ist Jesus gekommen, um die Beziehung zum Vater im Himmel auch wieder herzustellen, dass wir ihn wirklich Vater nennen können und dass wir seine Kinder sein dürfen. Und wenn das unsere grösste Identität ist, dann kann unser Herz wirklich erfüllt werden. Dann wissen wir, dass wir Geliebte sind, dass wir angenommen sind, dass wir Segen sind, die vergeben worden ist, Segen, die auch wertvoll sind, die teuer erkauft sind. Wir müssen uns das so fest innehämmern, weil die Welt sagt uns so viel anderes. Es ist so einfach, dass andere Sachen unsere Identität bestimmen können. Aber das ist das, was wirklich ins Tiefste hineingeht. Und ich weiß nicht, was dir hilft, dass du dir das immer wieder präsent machen kannst. Du kannst es jeden Tag irgendwie aufsagen, du kannst Bibelverse rausschreiben, die dir helfen. Du kannst es an den Spiegel schreiben, du kannst es irgendwo im Auto anschreiben, wo immer du anschaust. Aber mach, was du brauchst, dass du kannst deine Identität stärken. Du darfst es auch deinen Freunden, Kollegen immer wieder sagen, hey, du bist ein Kind von Gott. Du darfst es deinem Partner sagen, wer dir am nächsten ist. Stärk die Identität. Ich muss selber wirklich auch immer wieder darüber nachdenken und es mir sagen, so auch in den Morgenroutinen, dass ich es nie vergesse, wer ich wirklich bin und was das Entscheidendste ist. Und genau für das hat Jesus in den Tod gehen, damit er so unser Retter werden kann, dass er das hat möglich machen können, um unsere Identität
vollständig zu wiederherstellen. Im Römer 5,8 lassen wir, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Ich gehe es dir ähnlich wie dem Gelähmten. Du hast gar nicht gewusst, dass eigentlich die Sünde dein grösstes Problem ist. Aber wo wir noch Sünder waren, hat Jesus für seine grosse Liebe gezeigt. Und er liebt wirklich jeden von uns so unendlich fest. Vielleicht sagst du, ja, der Gelähmte, der hat nichts dafür können, dass er gelähmt ist. Dem kann Jesus schon vergeben, wenn du wüsstest, was ich alles schon gemacht habe. Hey, Jesus, er liebt dich. Und Jesus, er möchte dir vergeben. Jesus möchte dich wiederherstellen. Jesus möchte dir eine Identität geben. Identität als eine unglaublich wertvolle Person. Als ein Kind, als ein Erbe vom allerhöchsten Gott. Vom lieben Vater im Himmel. Wir haben beten miteinander. Jesus, wenn wir so in die Geschichte hineinschauen, wird in meinem Herzen wieder neu einfach eine Sehnsucht geweckt nach dir. Ja, ich kenne das auch in meinem Leben. Wenn ich nur da bin, wenn ich nur da durch bin, dann. Jesus, es tut mir wirklich aufrichtig leid, da, wo ich mir Glück, Zufriedenheit von Sachen versprochen habe, die nicht mein Erlöser sind. Du bist mein Erlöser. Danke, dass du es für uns alle möchtest sein. Danke, dass du uns möchtest befreien, schlussendlich von dieser Ich-Bezogenheit, dass wir nicht nach dir gefragt haben. Und ja, Herr, wenn wir mit dir schon lange unterwegs sind, unser Ego kommt irgendwie immer wieder rauf und es gibt immer wieder Momente, wo wir eben vielleicht nicht nur bei dir die Erfüllung suchen, sondern bei anderen Sachen. Und bitte hilf uns, dass wir sie wieder merken, dass wir wieder umkehren, dass wir Vergebung empfangen dürfen und dass unsere Identität gestärkt werden darf. Und dass wirklich das Werk so wirklich mega in die Tiefe vom Herz gehen darf. Hilf uns, dass wir irgendwo einen Weg finden dürfen, um wirklich unsere Identität so fest machen können, dass sie nicht ins Wanken kommt. Danke, Jesus, dass du jetzt einfach gerade da bist und ja, vergiss da, wo wir Vergebung brauchen. Danke, dass du versprochen hast, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du vergisst. Und haben wir uns heute wirklich einfach in unseren grössten Erwartungen überraschen lassen von dir, dass du uns eben nicht primär Wünsche erfüllst, sondern dass du in unserem Herz eine wunderbare Veränderung bewirkst. Ich möchte einfach auch noch fragen, ist jemand da, der sagt, ich habe das noch gar nie so gemacht, Jesus meine Sünden vergeben, ihn bitten, dass er mir die Sünden vergibt. Ich habe ihn noch nie gebeten, mein Erlöser zu werden. Wenn du das möchtest heute, ich möchte dir die Gelegenheit geben, dass ich für dich beten darf. Und es schaut niemand umeinander, du darfst einfach kurz deine Hand heben, damit ich weiss, wo du bist. Und ich möchte gerne für dich beten. Und du sagst, ich möchte, dass Jesus heute zu meinem Erlöser wird. Ja, Jesus, in dieser Geschichte sehen wir aber auch, dass du wirklich Wunder tust, dass du Wunder möchtest tun, dass du nicht nur sagst, ich mache etwas in deinem Herz, sondern dir ist wirklich auch alle Macht gegeben, um Umstände zu verändern. Und du hast uns herausgefordert, wir sollen glauben und wir sollen dich im Glauben bitten. Und Jesus, so wenn wir in
dem Gottesdienst wirklich auch die Gelegenheit nutzen, auch mit diesen Sachen vor dich zu kommen, wo wir ein Wunder brauchen. Wenn du sagst, bei mir im Leben es gibt Sachen, da brauche ich einfach ein Wunder. Eben nicht, das Wunder ist nicht mein Erlöser, aber ich möchte trotzdem zu meinem Erlöser kommen, dass er mich auch noch beschenken kann mit diesen Wundern. Heb doch einfach deine Hand auf da, wo du bist, als Zeichen zu Jesus. Ich brauche ein Wunder. Drück so deinen Glauben aus. Wir werden miteinander einfach für diese Situationen beten. Jesus, du siehst all die Hände, du siehst jeder Einzelne, der wirklich ein Wunder braucht in seinem Leben. Herr, sagt das irgendwie eine Heilung, wo wirklich eine unheilbare Krankheit da ist. Sagt das eine Beziehung, Jesus, vielleicht eine Familiensituation, eine Jobsituation, irgendwie auch eine Frage von der Versorgung, Wohnung. Herr, du weißt alles, was in unserem Herzen ist, was uns bewegt, was uns bedrückt. Und Herr, wir ehren dich in dem, dass wir sagen, wir glauben dir, dass du die Sachen kannst verändern. Du musst nur ein Wort sprechen und Sachen passieren. Und Herr, so bitten wir dich jetzt einfach um all die Wunder. Herr, du das Unmögliche möglich machen. Und wir haben dir einfach alle Ehre geben für das, was du tun wirst. Amen. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488 mit dem Keyword Silbern und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.